Oh mein Gott. It's a monster. Oh, ey, der geht wie Sau. Was so viel? Shit. Schaut euch das mal an. Was ein Mörgeli. Hier noch Wildlife vor unserer Hütte. Ein Träumchen. Aber ich glaube, ich tue dort hinten bei dem Steg mal fischen. Ja. Bro, kein Wölkchen am Himmel. Ui. Wirklich wunderschön. Damn! Also, ich fische jetzt von dem kleinen Steg hier aus. Also Steg ist eigentlich eine Übertreibung. Von dem Dings hier fische ich jetzt aus. Ja, let's go! Es ist recht frisch heute Morgen. Also kaum bin ich aus dem Schlafsack draußen, habe ich gerade gefroren. Aber ja, jetzt ist halt, wenn man so weit in den Norden rauf geht. Wow, da ist gerade eine Forelle gekommen. Hat man den gesehen auf Video? Ich denke schon. In der Gegend, wo wir jetzt sind, sollte es anscheinend auch recht viele Bären haben. Haben wir bis jetzt noch keine gesehen. Allgemein Wildlife haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen. Nur ein paar so Hirschkühe, so Weisswedelhirsche oder so am Strassenrand. Aber so grössere Tiere nicht. Also kein Wapiti, kein Elch, kein Bär. Vielleicht kommt das noch, je nördlicher wir raufgehen. Ich hole jetzt mal geschwind einen anderen Köder. Vielleicht beißen sie in der Morgensonne nicht so oft. Dann wir mal schauen, was wir so in der Köderbox haben. Soll ich mal einen Wobbler probieren? Ich glaube, ich probiere es jetzt mal mit dem hier. Wenn es überhaupt genug hell ist, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, der Klassiker probieren wir auch noch mal. Der silbrige Mozzi mit dem roten Punkt. Ja. Aber zuerst mal mit dem Wobbler. Ich probiere es noch letztes Mal mit dem. Bis jetzt noch gar keinen Interessent gehabt. Schöne Singvögel jetzt hier. Jenu. Dann probieren wir es mal mit dem Zweiermozzi. So, Zweiermozzi montiert. Let's go. Gut, ich glaube, ich probiere es an der anderen Stelle von gestern noch einmal. Weil bis jetzt habe ich da keinen Interessent gehabt. Ja, der Löffel ist fast zu groß. Weil der See ist eben schon seicht eher. Ich tue wieder den blauen drauf von gestern. Also den blauen, mit dem ich morgen angefangen habe. Die sehen aus wie Spatzen, die Vögel, aber sie tönen halt viel schöner. Kann ich sie vielleicht auf meine Hand holen? Komm. Dann halt nicht. Okay, letzte Schmiss und dann probiere ich es mit Meps. Also wir gehen die Tage aber sicher mal noch mit einem Boot fischen. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Weil weiter draussen, dort fängt man schon ganz andere Kaliber. Okay. War auch nichts. Dann tue ich jetzt
der Maps da dran. Gut, ich mache mal wieder einen Spotwechsel. Ui, Entschuldigung Vogel. Der hat gerade ins Wasser geschissen vor Angst. Es ist so schön, dass es windstill ist. Das ist gestern so ein bisschen... Oh ja, dort hat es Fischis. Schaffen wir es ohne im Büsch zu schmeissen? Natürlich. Noch kein Fischkontakt gehabt bis jetzt. Gar nie. Jetzt probieren wir einfach alles mal durch. Jetzt hier nicht wieder der kleine Löffel da dran. Der könnte noch Gamechanger sein, weil er Bachsaibling imitiert und die hat es. Nicht in dem See, glaube ich. Aber in einem Haufen anderen Seen gibt es die. Es wären die Ferien, werde ich schon noch einen Bachsaibling und oder einen Seesaibling vor die Kamera kriegen. Okay, immer noch kein Erfolg gehabt. Ich probiere es jetzt noch einmal von dem Steg dort hinten, wo ich angefangen habe heute Morgen. Und wenn das nichts ist, dann gehen wir weiter an den nächsten See. Keine Ahnung, wie der heisst, keine Ahnung, wo der ist. Wir fahren einfach mal drauf los. Aber das sehen wir dann. Also, nichts gefangen an dem See. Ich gehe jetzt noch kurz baden und ja, dann gehen wir irgendwo weiter rauf Richtung gen Norden. Uiuiui, fast aufs Maul geht. Dort hinten so sind Wasserfälle. Und die gehen wir jetzt suchen. So süß. Es war ein bisschen ein strenger Aufstieg, kurz, aber hat schöne Wasserfälle. Ja. Wow, schau das mal an, Bro, da können wir nicht durch. Aber dort sieht es zertrampelt aus, so weißt, frisch zertrampelt. Okay. Da hat es noch Stöcke, falls du es brauchst. Recht durch den Urwald müssen wir da. Ola, ola. Und der Trail war eingezeichnet. Ja. Das ist krass. Voll verschwitzt. Aber die Aussicht ist es absolut wert. Schaut euch das mal an. Wow! Und dort oben irgendwo ist dann der Gletscher. Zu dem kommen wir noch. Aber vorerst müssen wir diesen Hang hier rauf. Irgendwie. Aber der geht schon. Wir sind wie Gameschi. So, jetzt haben wir noch mal ein paar Höhenmeter gemacht. Keine Ahnung, wie viele fängt. Auf jeden Fall sind wir hier in recht alpinem Gelände unterwegs. Dort kommt das Gletscherwasser runter. Und wir schauen, ob wir noch irgendwie dort raufkommen. Und ja, so ist es dann auch gleich. Wenn wir hier vielleicht Drohnen steigen lassen. Ja. Und unser stetiger Begleiter auf dieser Reise sind einfach die scheiß Moskitos. Die sind wirklich die ganze Zeit unterwegs. Ey. Ja.
Ja, wir sippen jetzt hier noch gemütlich unser Bierli fertig. Und ja, dann gehen wir dann auch schon wieder runter. Wir leider genau den gleichen Weg wieder runter. Ist halt pur steil. Aber ja, eben, wir sind unterwegs wie Gameschi. Für uns ist das kein Problem. Und dann schalte ich wieder ein, wenn wir wieder drunten sind. Also, so, wir sind wieder drunten. Den Abstieg geschafft innerhalb von, was haben wir jetzt gehabt? Eine Stunde oder so? Ist nicht so lang gegangen. Ja, innerhalb von einer Stunde. Ja, jetzt sind wir am Zurücklaufen und fahren dann zum Ross Lake. Und wie der aussieht, das sehen wir jetzt. So, wir haben den nächsten Tag schon und wir sind am nächsten See. Ich gehe jetzt zu einem kleinen Steg fischen. Übernachtet haben wir jetzt hier irgendwo auf einem Parkplatz am See. Und gestern hat es eben Leute dort, die eigentlich fischen wollten. Deswegen ja, habe ich jetzt gewartet bis heute Morgen. Da ist halt wieder irgendwo abgelegen. Da hat es wieder irgendwelche Vögel. Und die Sonne scheint auch schon. Also wird es wieder einmal ein herrliches Mörgeli zum Fischen. Also bis grad. Wow. Wow, wow, wow. Jetzt hier bei diesem Parkplatz ist eben explizit gestanden, no overnight camping. Also haben wir eigentlich wie nur können dort übernachten. Wow. Schaut euch das an. Unglaublich schön. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich hoffe, der Kameraakku hebt mir noch genug lang. Weil er zeigt mir nur noch 2 Striche an. Aber ja, wir schauen. Ich muss die Kamera ein bisschen... Ja, nein. Dort sind sie am Steigen. Es ist halt schwierig zu sagen, wie tief der See hier ist, weil gestern bin ich auch recht weit rausgekommen und gleich noch im Schilf gelandet. Also so recht hohes Seegras hat es. Also wenn so wie das Wasser 3 Meter tief ist, gibt es halt so 2 Meter hohes Algengedöns und das kommt dann halt ja, auch bis in die Köderhöhe. Ja, wahrscheinlich muss ich ein bisschen weiter auswerfen. In dem See gibt es nämlich Regenbogenforellen und sogenannte Dolly Varden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennen. Ich blende auch mal das Bild ein. Es sind mega schöne Fische. Erinnern mich ein bisschen an Bachsaibling. Und so einen zu catchen wäre natürlich auch Premium. Gestern Abend noch einen recht guten Biss gehabt. Aber der ist mir dann gleich wieder ab, leider. Ich bin extra noch ein Stückchen ins Wasser reingelaufen, um weiter rauszukommen. Aber hat dann gleich nichts gebracht. Und tatsächlich dort oben in Kanada fischen sie nicht so viel mit Wobbler auf Forellen. Dort benutzen sie die eher zum Zander und Hecht fischen. Oder halt Bass. Bei dem See wäre auch wieder am besten, um mit einem Bötchen rauszugehen und den Köder halt hinten anzuziehen. Aber laut unserem Fischerführer-Büchli hat man da auch schon vom Ufer 2,5 Kilo Fisch gefangen. Vielleicht ist das auch Cap, einfach um Leute zum Fischen zu bringen, aber die Hoffnung ist da. So, was tun wir dran? Der ist ein bisschen kleiner. Naja, probieren wir den mal. Ich habe jetzt auch einen dran, den sie hier verkaufen. Und zwar den hier. It's a monster.
probieren, zum Land zu kriegen. Das ist echt ein Monster. Was ein Vieh! Shit! So, jetzt ist etwa 3/4 Stunde später oder so. Und ja, es hat nochmal einen Fisch gegeben. Und was für einer! Tschüss! Schaut euch das mal an. Ein Riesenviech. Da neben meiner Hand. Ja. Bruder. Einfach, ich glaube, das ist eben so ein Dolly Varden. Oder ein Bachsaibling, keine Ahnung. Schaut euch das schöne Tier mal an. Wow, was ein Viech. Wolla, wolla. Das ist ein rechter Mokka. Etwa, keine Ahnung, 1,5 Meter hat er schon. Und hure feist ist er. Also zum Mittag und zur Nacht und zum Morgen und zum Mittag für morgen haben wir. Richtig geil. Schaut euch den Angelspot einmal an. Oh mein Gott. Da ist wirklich ein Spot schöner als der andere. Ich würde sagen, das ist doch ein schöner Ort, um noch die letzten paar Aufnahmen zu machen. In diesem See gibt es jetzt Kokanee, Lachs, Regenbogenforelle und Dolly Varden. Heute Morgen habe ich eben beide von diesen fetten Oschis mit dem Kleinen hier gefangen. Eben der, den ich mal gesagt habe, der sieht aus wie ein Bachsaibling. Ja, und der kleine Köder hat die riesen Fisch gebracht. Ja gut, dann würde ich sagen, ist das für das Video. Ich werde jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter fischen, vielleicht auch nicht, mal gucken. Und ja, dann noch weiter im Norden weiterfilmen. Es geht nämlich jetzt Richtung Stuart, das ist, und vielleicht noch Alaska eben machen wir. Ja, also gibt schon noch einiges zu sehen. Also schalten wir beim nächsten Mal wieder ein und ja, bis dahin, Petri Heil. Ciao, ciao!